So, da, Christi zurück zu Generation Zero und einer kleinen Vorabschau, was in den nächsten Wochen und Monaten passieren wird. Jetzt auf meinem Kanal mit meinem Let's Play, mit dem Weg zum Reaper und dem Landfall Update. Ganz einfach. Wie du siehst, ich habe da eingeblendet, was am 11. Februar diesen Jahres veröffentlicht wurde über Steam vom Entwickler. Das habe ich da eingeblendet und das kannst du alles nachlesen. In der ersten Hälfte von 2022 rechter Hand gesehen neue Features, Base, Assault, Free Building Items, Base, Progression and Skill Iteration, ja was weiß ich, irgendwas mit den Level Binks, weiß ich nicht, keine Ahnung. Neues New Side Mission, New Control Points, Weekly Assignments. Du bist besser bewandt in Englisch wie ich. Ich weiß ungefähr im Hirnle, was das bedeuten soll, aber ich würde jetzt nicht drüber reden, weil es für mich persönlich Wichtigeres gibt. Vorab. Genau. Und wir springen nun zu den kommenden Punkten, über die ich reden will mit dir. Genau. Da gibt's was. Bis gleich nach einem kurzen Schnitt. So, da bin ich wieder. Wie du hörst, es wird gerade wild geschossen hier aus dieser Richtung. Ich zeige dir jetzt, wo wir jetzt herumlungern. Ich habe hier einen kleinen Unterschlupf gefunden. Von hier aus werden wir operieren. Kann man das so sagen? Darf ich das so sagen? Genau. Und zwar, die ersten zwei Punkte ist das hier, die Basisverteidigung. Der zweite Teil vom normalen Schwierigkeitsgrad und dann noch einmal drauf der Schwere. Zwischenrein werde ich aber wieder looten. Munition etc. werde mich hier mit ein paar von denen hier anlegen. Ich werde auch immer wieder ein bisschen was dazu schneiden oder beziehungsweise aufnehmen, so ein bisschen als Clans, was in der Zwischenzeit geschah, gell, dass wir alles dazu schneiden. Und so wird das Ganze dann ablaufen. Zwischen normalen Schwierigkeitsgrad und schweren muss ich einfach wieder ein bisschen looten gehen, weil das wird mir wieder alles kosten. Obwohl ich ja sagen muss, na, wir werden den Standort wechseln. Das ist mir jetzt gerade zu gefährlich, weil wir nämlich dahinter kommen, dass die sowjetischen Maschinen ein relativ gutes Gespür haben. Genau. Wir verschwinden zum Bahnhof Steinhager. Dort haben wir nämlich unsere Ruhe. Genau. Also wie gesagt, zwischen normalen Schwierigkeitsgrad Teil 2 und Schwierigkeitsgrad schwer werde ich ein- bis zweimal so ein bisschen durch die Karten wandern, looten gehen. Ich habe dafür extra einen zweiten Charakter angelegt, der auch auf dieser Karte unterwegs ist. Dass wir Folgendes bekommen, was wir benötigen werden. Nein, das nicht. Wir benötigen das hier. Zeige ich dir. Wir benötigen diese hier, Adrenalinspritzen. Die sind mittlerweile so selten und mit dem neuen Charakter, mit dem kleineren Charakter, nenne ich ihn so, habe jetzt wieder 3 oder 4 Adrenalinspritzen gefunden. Und die möchte ich jetzt einfach sammeln, da wir sie später nochmal brauchen werden. Ich bin hier am Limit fast, schon wie du siehst. Ich bin jetzt aber zu faul oder zu sparsam mit den Materialien, die wir benötigen, um das Lager, um die Lagergröße in die Höhe zu treiben. Ich werde ein bisschen was, sicher wieder ein bisschen was entfernen, so wie 250 Notsignalfackeln brauchst du nicht, die selbstklebenden brauchst du auch keine 88. Was wir aber brauchen werden, sind 149 Granaten. Ich habe gut gesammelt, gell? Und die EMP-Zellen brauchen wir, da brauchen wir auch noch 10 Stück, da brauchen wir eigentlich, da möchte ich schauen, dass ich noch weitere 3 finde, eben für die Elektrolyte, die wir halt später brauchen werden. Autobatterie brauchen wir 10 Stück, ja. Und das Wichtigste möchte ich halt dann zerlegen, dass wir das haben, wenn wir es brauchen. Wie du siehst, unsere Bewaffnung
Wir stehen mit der Bewaffnung nicht einmal schlecht da. 123 fürs Granatgewehr und 40 für den anderen. Wir sind so relativ gut aufgestellt. Genau. Das möchte ich alles noch ein bisschen vorantreiben und hin und her und bla bla bla. Mit den Waffen bin ich auch zufrieden. Das ist eigentlich die Waffe für den zweiten Charakter am Anfang. Ja, es ist jetzt mal wurscht. Brauchen wir jetzt nicht wissen. Dann, nach dem Schwierigkeitsgrad schwer. Genau, und jetzt kommt der große Elefant im Raum. Das möchte ich dir jetzt auch zeigen. Ich werde ihn da ein bisschen verstecken. So, kurz einen Blick. Ich rede jetzt bei euch mit Kaffee und Zigaretten, also darfst du bitte nicht wundern, wenn es halt mal kurzzeitig nichts hörst von mir. Es gibt zwischenrein 3 Orte. Einen 4. habe ich auch noch und einen 5., die werde ich privat machen ein bisschen. Und dass wir da wieder die Lagerkiste auffüllen können etc. Und zwar haben wir da 3 Orte aufgeschrieben, die ich als Video dann bringen möchte am Weg zum Reaper. Und zwar, der erste Ort, den ich ablooten möchte, ist der Vorhof zum FOA4 Bunker. Da ist nur ein kleines Stück außen entlang. Das ist in so einem Felsen drinnen, wenn du das, oh Gott, wie heißt's? Alpine Unrest DLC, wenn du das kennst, dann weißt du, von was ich spreche. Da ist der Berg, da ist der Bunker in diesen Berg hineingebaut und der vordere Teil, da liegen ein paar Soldaten dumm, da sind so diese komischen kleinen Gebäude, wo du reingreifen kannst, beziehungsweise wo du Schlösser knacken musst, etc. Diesen kleinen Bereich möchte ich mir nochmal ansehen. Und ich bin mir 100%ig sicher, dass uns dort ein Apokalypse-Tank erwarten wird. Ich spoilere dir nicht zu viel. Der war in der Erweiterung auch da. Genau. Den hast du besiegen müssen, dass du in diesen Bunker hineingekommen bist. Ort Nummer 2, den ich dann via Video, wo ich eigentlich aufnehmen möchte, dass du ein bisschen was siehst. Und zwar, die Industrieanlage war es nicht, genau. Die FOA-Anlage. Genau. Da gibt's nicht viel zum Sagen. In der FOA-Anlage bist du unterwegs, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, zum Schluss hin von der Hauptgeschichte des Spiels. Von keiner Erweiterung, sondern vom Hauptspiel selber. Da will ich auch nicht zu viel spoilern. Also wenn ich mir jetzt nicht verschaut habe, auf Steam 5, oder 4,97% haben die Hauptmission abgeschlossen oder alle Hauptmissionen abgeschlossen. Das ist nicht viel. Ich hab's gemacht. Ich hab den Dings gerade gefunden. Dieses komische Achievement, sag jetzt einmal. Ich habe alle Hauptmissionen abgeschlossen vom Spiel und ich möchte mich dann auch nebenbei noch ein bisschen auf die Geschichte konzentrieren, das zusammenschreiben und euch näher bringen, warum ich sie für mich persönlich als eine der besten Geschichten empfinde, die ich seit mehreren Jahren in einem Videospiel gefunden habe oder gesehen oder erleben habe dürfen. Genau. Die FOA-Anlage. Das ist Nummer 2. Der dritte Punkt, der wird im Let's Play auch kommen. Den besuche ich, glaube ich, 2-mal. Das ist der hier. Armeestützpunkt Normyra. Genau. Der ist riesengroß, da hast du da herunten ein paar Wohnungen und ziemlich viele Orte, die du abklappern kannst. Da war ich schon lange an diesen 3 Punkten, die ich da jetzt gesagt habe, und ich hoffe, dass wir da guten Loot finden, dass wir das später dann auch verwenden können. Gell? Und nun der große Elefant.
Ich habe vor kurzem in einem Video Folgendes gesagt. Bevor wir aber dann zum Reaper gehen, werde ich euch auf der Karte zeigen, wo sich der Reaper aktuell befindet, der Reaper Tank, und werde euch dann auch zeigen, welche Probleme sich da uns entgegenstellen werden. Genau. Hier ist der große Reaper. Kurz und knackig. Jetzt da wieder zurück aussehen. Ich hatte erwähnt, dass es dazu kommen könnte, dass wir ein gröberes Problem bekommen werden. Wie du siehst, hier ist ein kleiner Unterschlupf. Der ist aber, wenn du ihn besuchst, jetzt auf mein Dings, wo ich da unterwegs bin, jedes Mal, wenn ich mich dorthin porte, laufen rundum und dumm lauter Hunde. Ich weiß jetzt nicht, was für Klasse das sind, keine Ahnung. Mir jetzt war wurscht im Prinzip. Mir geht es jetzt einzig und allein darum, was ich vorhabe und hin und her und bla bla bla. Wie du siehst, der Reaper bleibt eigentlich konstant hier in diesem Bereich. Keine Ahnung, warum und wieso, ich weiß es nicht. Wie du siehst, wir haben westlich von ihm 6 Rivalen. Und die bewegen sich permanent hier rund um diese Umgebung. Warte mal. Da siehst du, zwischen Ackerland und Marschregion ist nicht viel. Wenn du schaust. Ich habe die große Vermutung. Ich sag jetzt einmal, mit was wir da jetzt zu tun haben. Level 4. Harvester FNX-Klasse. Dann haben wir da Tank FNX-Klasse. Wir haben da herunten Tank Militärklasse. Wir haben hier Harvester Militärklasse. Wir haben hier Militärklasse Harvester und wir haben hier wieder Militärklasse Tank. Wie du siehst, das meiste alles auf Level 4. Habe ich gut hochgezüchtet. Ich habe die große Vermutung, dass wenn wir uns mit ihm anlegen, dass wir einen oder maximal, ja, ich glaube eher alle, weil es sind ja im Prinzip nur, ne, keine, ich sage mal so umgerechnet vielleicht 200 Meter, was die auseinander sind. Oder maximal 300 Meter. Es ist nicht viel Distanz. Es kann sein, dass wir die mit hineinziehen in diesen Kampf, sag jetzt einmal. 2 Alternativen. Wenn wir uns mit ihm anlegen, kommt immer drauf an, wo die 6 Rivalen umgeistern. Ich möchte ihn entweder hierher lotsen oder herlocken oder hierher. Vielleicht schaffen wir es auch nach Bo runter. Da hätte man nämlich einen Unterschlupf. Ich weiß nicht, ob er mitkommt. Das ist das große Problem, was ich sehe. Aus einem einfachen Grund. Ich möchte nicht alle 24 Adrenalinspritzen verbrauchen. Daher, wenn wir einmal draufgehen sollten, ich muss erst das auslotsen, was das da ist. Aber ich glaube, das ist dieser eine kleine Bauernhof. Müssen wir schauen, was jetzt nicht. Das müssen wir uns auf alle Fälle anschauen. Ansonsten, wenn das nichts ist, werden wir immer wieder da zurück spawnen und werden uns den Weg hierdurch wieder freikämpfen, beziehungsweise werden wieder in Richtung Reaper gehen. Genau, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen viel, aber ein bisschen vorplanen. Wie gesagt, ich weiß nur, ich habe im Internet gesehen, bei anderen ist der Reaper irgendwo rund am Flughafen, glaube ich, wo der überall gespawnt ist. Ich weiß nicht, warum er sich gerade die Fläche da ausgesucht hat. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, erst Alter, ja, du musst mit mir da leben und akzeptiere es einfach. Wie gesagt, hier, diese 2 Unterschlüpfe möchte ich nutzen, wenn wir draufgehen. Hier Respawn, zurücklaufen und neuer Angriff. Vielleicht können wir ihn hierher locken oder hierher. Oder den da. Ja.
ich bin da relativ optimistisch und vorsichtig. So soll es dann rund um einen Reaper ausschauen. Es wäre ja nicht so tragisch, wenn hier nicht diese 6 Argumente wären, dies Ganze etwaig ein bisschen vorsichtiger anzugehen. Gell? Und nun passierte vor kurzem etwas, das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Das gibt's als kleine Zugabe eine Woche nach dem Reaper. Oder je nachdem, wenn er auf Level 4 hoch, wenn er sich auf Level 4 hochgemausert hat. Er ist hier. Ein Rivale. Wolf Spätzners Klasse. Ich habe das schon mal gesagt. Ich habe von diesen keinen blassen Schimmer. Ich weiß nicht, wo die Schwachstellen sind. Habe mich auch noch nicht damit befasst, weil in der letzten Zeit wenig Zeit gehabt habe zum Spülen. Oder mich damit zu befassen. Das grüne Dings, was er da hat, das grüne Schutzschild, ich schätze mal, wie ich es schon mal gesagt habe in einem von den letzten Videos, dass er sich dadurch aufheilt, dass er sich dadurch heilt. Und ich vermute, die größte Schwachstelle, die ich bis jetzt gefunden habe, ist hier dieser Panzer, diese Panzerung hier. Und ich schätze, rein theoretisch gesehen, hier. Alles, was irgendwie mit den Dings zu tun hat, mit der Bewaffnung, ist bei alle eine Schwachstelle. Das müssen wir herausfinden, da müssen wir uns ein bisschen anschauen. Weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Gut. Und somit, das wäre mal ein anderes Video gewesen. Jetzt hast du ungefähr einen Ausblick, was geschehen wird in den kommenden Wochen. Und dann wird es eigentlich einmal rund um Reaper, Landfall Update, wird es einmal eine Zeit lang ruhig werden auf meinem Kanal. Ich will die ganzen Rivalen, was ich da noch rundum habe, noch ein bisschen gedeihen lassen. Man gut, die meisten sind eh schon Level 4. Ah, der noch nicht. Was ist denn das? Der Kettenhund. Okay. So Hunter FNX-Klasse ist mittlerweile auch kein Problem mehr. Da haben wir der Wüter der Eisenbahn. Okay, Hunter. Da haben wir noch auf Himfjell haben wir noch einige, der Beherrscher des FOA4. Apokalypse-Klasse ist dann schon ein bisschen anderes Kaliber. Der Teufel ist auch wieder anderes Kaliber. Gell? Da haben wir der König, ist auch Apokalypse-Klasse. Ja. Apokalypse-Klasse, also wir wissen, um was geht. Wir wissen, wo wir hinwollen. Genau, die Bestie von Himdallen. Und ich muss offen und ehrlich gesagt gestehen, ich bin auf den Reaper schon so gespannt. Mann, der Reaper ist eigentlich nur eine Fortentwicklung. Das sieht man und das wird alles in der Hauptgeschichte bzw. in den Geschichten aufgedröselt. Der Reaper ist ja eigentlich nur eine Weiterentwicklung von ihm hier. Was ihm auszeichnet, ist nicht nur seine Bewaffnung. Ich meine, du musst da mal schauen, die Kniepanzerplatten, die sind ja ein bisschen gröber als wie beim, jetzt sagen wir zum Beispiel beim FNIX. Und ich habe auch schon gegen ihn gekämpft. Ich tue mir bei ihm relativ schwer. Es wird auch ein Video folgen, wo ich mich mit einem Rivalen-Tank anlege. Apokalypse-Klasse. Das dauert ungefähr eine Stunde. Du wirst sehen, auf was ich da aufgebaut habe. Dass du den Vergleich siehst. Wenn du... Machen wir es so. Mach dir selber ein Bild des Ganzen. Ich muss aber ehrlich gesagt gestehen, er ist ein beeindruckender Gegner. Er ist wirklich beeindruckend, auch vom Sounddesign her. Wahnsinn. Wahnsinnig gut gemacht. Und das mit dem Reaper, das kann noch ein Heidenspaß werden. Genau. Und somit verabschiede ich mich jetzt mal von dir. Schon lang genug geschwafelt schon wieder. In Kürze machen wir dieses eine Video, oder werde ich euch noch dieses eine Video zeigen, eben mit diesem Apokalypse-Tank, mit dem ich mich da angelegt habe. Ist recht eine witzige Sache.
Das ist aber an einem Abend entstanden in 2 oder 3 Aufnahmen. Das darfst du bitte jetzt nicht verwechseln. Geplant war die Bestie selber, der Apokalypse-Tank da, der war geplant. Dann sind aber andere Dinge dazwischen gekommen. Das ist an einem Abend entstanden, innerhalb von knapp 2 oder 3 Stunden. Genau. Also dann, ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal und Baba dabei.